Well, Marius, all an Österreich. Vandaag is april de 17e. Zeer schijne dag vandaag hier bij Strukland. Dat is wie man nu mensen willen bloos thuis hokken en wel maar waarschijnlijk eten merken. En vandaag wat me jagen, dat wat we namen 2 schtockgje tacos. Op Englisch würden sie dann sagen double-decker tacos. Die kennen nach wo im Restaurant bei Taco Bell oder irgendwo kriegen. Weil das vandaag ik de zelfs merken, dan kan je dat thuis ook doen. Bei dem aan, ich nannte nicht bloß Tacos und nicht bloß Burritos. Wir wollen dann Tacorritos nennen. Tacorritos. Nicht Tacos und nicht Burritos. Von beides. So, Tacorritos. So, nu wil ik je mal wissen, was wir dort verbrochen. Dankeschön. Okay, dan wil ik je mal sagen, was wir alles gebrochen zum diese Tacos merken. Da haben wir ein Glas Schabeln, Pintos-Schabeln. Da haben wir eine Lusch mit Rindfleisch, das habe ich gestern gekehrt, das ist bloß Zeppelin hat gemacht, wie wir wollen noch andere Speisen machen. Da habe ich Tortillas, die war Reisbroten, und wer dort nicht will, dann war ich kann am Stuhl, dann tipp ich all die sind all Reis. Und dann da haben wir ein bisschen Brot und Reis, Mexican Reis, da haben wir 2 Sorten Käse, wird auch Jela. Und da haben wir ein paar Bacaljan, ein paar Aguacates, und ein Jalapeno, wo ein bisschen Guacamole machen, da haben wir mit Zeppelin, da ist was wir nennen homemade, selbstgemachte Taco Seasoning, das wollte ich meist wissen, was das ist. Und wer das nicht will selbst machen, der kostet das bloß cheiten. Taco Seasoning im Stuhl. Und dann hier haben wir noch Mehltortillas. Und die werden mit fein Brühen machen. Und dann da haben wir Salat. Und hier haben wir noch ein klein bisschen Salsa. Das ist ein Chipotle Salsa. Dort habe ich bloß ein bisschen Chili und einen Blender und einen Liquador. Und das fein machen, dann haben wir die Salsa. Und hier haben wir noch ein bisschen süßer Schmand, wer dort liegt. Und dann hier wollte ich wissen, was das ist. Hier haben wir dort Seasoning zum Mank, wer das will. Und als je dann bloß Salz und Pfeffer zum Taco-Fleisch machen, das ist ja auch gut. Also das ist jeder gleich. Aber das ist, was ich hier habe. Das ist 1 Esslöffel Chili-Pulver, 2 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel grobes Salz, 1 Teelöffel Sippelpulver, 1 Teelöffel Chesnickpulver, 1 Teelöffel Cumin, Comino, auf Spanisch, 4 Teelöffel Cayennepfeffer. Hier habe ich auf Englisch 1 Tablespoon Chili powder, 2 teaspoons paprika, 1 teaspoon kosher salt, 1 teaspoon onion powder, 1 teaspoon garlic powder, 1 teaspoon ground pepper, 1/4 teaspoon cayenne pepper. So, weil je Fleisch ist gut haben, alles was ich gemacht habe, ist Zeppelin machen, ja, und dann die das machen hier, was je da scheint schmecken, Salt nicht erst. Das selbst gemerkt, das Seasoning. Ich probiere das gestern, das schmeckt sehr schön, aber wenn jeder was anderes will merken, dann dort. Erst was kann brocken. Nu wil ik het wezen wat nu wel we afhangen. Het eerste wil ik dan de Tortillas rausbroden. En dat Fleisch fan abhärten en daar waar we afhangen tacos te maken. Dankzij. Daar me laten de refried beans en refried tacos. Dankzij. Daar hebben we de Tortillas rijdt te broden. Dat vaart is meeskraak. Uitgenoeg, ik heb wat 375, dan dat Tortillas broden, maar ja, en dat is wat ik brok. Ik had het maar weer gekauft, wat zij fan schaffen. Ja, nu broden we de Tortillas, wat de fijne rijst is, en dan zijn we rijdt zum Tacos maken. Ja, du hast die eerste rijstgebroden naar Tortillas. Nog een paar meer, en dan gaan we Tacos maken. Naja, de Tortillas, die haben ja alle rausgebrot. Und nu auch noch nehmen dann diese Mehltortillas. Hier ist das heute Isa Banana Pan mit Brühen machen. Die sind mir aber nicht Brühen genug an dem Stück gehabt. Dankeschön. Schau sehr fein die Brühen backen. Dann drückst du noch mal ein bisschen Gewicht ab. Und dann, was der andere, da hat ein bisschen mehr Geschmack, weil die so schmeckt Brühen backen das. Und die Ketten, das ist am Stuhl, die sind dann nur leer. Und das ist das, die haben nur gebackt. Dankeschön. Okay, das haben wir rein. Wir haben hier nu eine Mehltortillas, die haben wir durch Schabeln geschmiert. Dann haben wir hier eine rausgebrodene Tortillas. Dann da wir durch Fleisch nehmen. Hier da ein bisschen mehr Fleisch nehmen als im Restaurant. Einmal haben sie bloß eine Masse Spätzle voll Beeren und dann klären sie nach der halben Rütze in den Fuderhammer.
En dan nemen we ze dit. En dan kloppen we dat een beetje ruim. Oh, ik wil nog zeggen, eens je die gleiche vielleicht naar Mexikanische Ries, dan doen we nog Mexikanische Ries. Even, wanneer ik daar wil niet, bloß schobelen. En dan is dit. Zoals ik zei, de taco-vlees dat je dan zo meer als je wil. Dan weer so eine Spices, oder bloß Salt en Peper en Zeppelin en gesnickt, das schiedert wel. En das ist dit, en dan merk je dat rein. En dan, einmal, wenn je nachher gemerkt hast, der fängt kalt zu werden, dann kann je die ein bisschen an der Baten sagen, mit der Heiz an, und dann will ich es rein zum Eten. Dann tue ich einen Salat und ein Bacaljan und Zeppelin noch machen. Aber ja, dann, dort wurde ich noch 2 schtockgje burritos oder Tacorritos. Kann ich das sagen? Tacorritos. Immerhin, ich hoffe, das gibt Ideen und da wollen wir eten. Dankeschön. Okay, hier haben wir noch einen, die wir ein bisschen anders schmecken. Ich habe hier eine Mehltortillas, die habe ich durch Käse nehmen und dann haben wir das so fein verschmalten. Ich habe das so das sein, checkt mal das. Und dann, was wir dann tun, ist, dann nehmen wir diesen reichgebrodenen Mehltortillas und dann tun wir uns Fleisch nehmen. Und dann, wenn wir es rein sind zum Eten, dann tun wir hier noch Salat und Bacaljan und so was nehmen. Kraaks is daar niet met hoofdrijden en knoest dat een beetje, maar dat weet je dan zo fijn reis. Ja, kraaks is daar, zei je fijn. Ja, dan schijn. Oké, nu wil ik jullie mal wijzen wat het zit in de fijne schiefhalen staat. Nu kijk er mal door. Daar hebben we guacamole, daar hebben we een beetje schmond. En yes, nu willen we eten. Nu werden wir sagen, was es schmeckt. Ich will jetzt gut sagen, was es schmeckt. Ich kann hier, dass ich sage, ich kann erst Salsa brücken. Und ich kann so ein Taco-Fleisch schmecken, was die will. Aber dann mit den Mehltortillas und Wiederkommen mit den Schaufeln, alles, das gibt einen sehr feinen Geschmack. Nu will ich das mal ein bisschen schmecken. Und dass ich immer sage, wir haben dankbar sein, Gott dankbar sein, dass er mit uns erst als ich gesehen habe. Und von hier wieder. En nu moet ik me bloß noch eine Gafel holen. Toen een beetje guacamole abschaten. En dan leg ik ze bereit zum Eten. Ik check hem daar. Nu wil ik me hier een klein beetje guacamole nog zo even schmieren. Dat weet je hier wat om had gemerkt. En dan wordt dat smaken. En ik hoop je heel je vast. Moet zien hoe dat smaakt. Ik hoop die holen mir das to go. Das schmeckt wirklich fein. Und dann noch ein bisschen Salsita, also etwas ins Gitter legen. Ich dann nu von der Chipotle. Die kann Salsa Verde, Salsa Roja, Peperschoten, so zu wählen, was ich will Ihnen sagen. Von der haben wir hell gedacht. Oh! Die Tortillas zu werden ist so fein reich gebroten. Die Mehltortillas und dann. Oh, und dann noch ein bisschen, auch noch ein bisschen extra Tau eten, ein bisschen Guacamole. Ich würde einfach mal sagen, den Tau merkt das dort, ne, halt Zeit. Ich kann Ihnen entweder die Tortillas schalten, die Räuche, oder die Salzbroten. Ich denke von der Salz, die schmecken die besser aus gekaufte. Aber ich will Ihnen noch einmal wiesen. Aber Papa, ich will Ihnen sagen, merkt dat ook. Dat wordt je niet leidzaam. Dus ik zei, waar je nog een rode heer gemerkt. Ik zei, de wel ik aan de baten temper opwarmen. Dan neem je dat in daar snap, dan doe je een salut en al dat andere de ewa. Bacaljan. Pero, arriba Chihuahua. En dit. Dan we Tacorritos. Tacorritos. En er staat, dat zijn niet tacos en niet burritos. Dat zijn einander hier in Stockland Tacorritos. Ja, dan wird schein dat sagen, ne? Mag Gott sehen.